Salut und herzlich willkommen beim Telefonmuster am Hünnerem eng Tonnen News für BlizzCon 2017 spezifisch Diablo 3. Was genau als erwartet auf der BlizzCon, was erwartet als spezifisch für Diablo 3 an der nächsten Zukunft, an was das mit Patch 2.6.1. Fängt mal an mit dem Datum von der BlizzCon. Und die sind den 3. und den 4. November 2017. Erkennt Freitags und Samstags. Hier ist die offizielle Map von der BlizzCon 2017. Und wie ihr seht, aus Diablo 3 genau bei der Entrée, direkt bei den Toiletten herum. Ja, herum. Swat, obwohl Blizzard schon an ihrem letzten offiziellen Post bestätigt wird, dass man nichts Neues erwarten hätte für BlizzCon 2017, was Diablo angeht, und sie aber anderem bestätigt, dass es in der Late geht, dass es kein Diktatur war für Diablo und dass sie weiterhin und dem Franchise schaffen. Schon allein wegen den Stellenausschreibungen, die sie besat haben und in den letzten 2 Jahren, Drops hinschließend, dass es eben weitergeht mit dem Diablo. Den Link zum offiziellen Post für BlizzCon 2017, den du für die letzte Update gehen hast, den fand ihr an der Beschreibung. Freitags auf der BlizzCon erwartet erst unter anderem die Entstehung vom Necromancer, virtuelle Effekte an wie sie das mit praktischen Effekten zusammen gebastelt haben und unter anderem auch noch Interviews mit den Devs vom Diablo 3 Team. Den neueste Patch für Diablo 2.6.1 also mit noch immer im PTR verfügbar, der könnt ihr noch immer testen und die werden auch logisch schon veröffentlicht gehen, wie dass die letzte Season lo beendet gehen ist und die neue Season 400 dir steht. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, als die letzte Season noch schon arriva, die läuft, die war nämlich der 25. Oktober arriva, und die neue als Donnerstags, den 9. November um 5 Uhr aktiv. Zwischen den 2 Datumen wird dann noch die neue Patch live kommen, den 2.6.1 wird dann auch auf dem Live-Server zur Verfügung stehen. Als kleine Info am Rande, wer da an dem neuen Patch 2.6.1 Delo 400 dir steht, nicht nur neue Items fanden, mehr bekannten Items, die generell überholt sind, die verbessert sind, vielleicht auch noch mit neuen legendären Eigenschaften. Verschiedene Klassen haben extreme Buff gekriegt, verschiedene Sachen sind genervt gehen. Am größten Ganzen sind Klassen alle Gurten für Greater Rifts tauglich. Wie gesagt, hat er auch für 2018, das Jahr war ein Schwachjahr für Diablo, aber wir gucken noch 4, weil wir wissen, dass sie so einen neuen Diablo schaffen oder ein neues Spiel, das am Diablo-Universum spielt. Von daher, das war es für mich an diesem Video. Wir sehen uns am nächsten und ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like da zu lassen, abonniert diesen Kanal, für immer am neuesten Stand zu sehen und vergesst nicht, Notifikationen zu machen, dass ihr immer die neueste Video mitkriegt. Merci.